kannst du sicher schnell einschlafen. Der Tag war lang. Also, gute Nacht. Juhu! Nein, so etwas. So einen alten Trick und ich fliege auch noch drauf hin. Ein Indianertrick. Ah. Gute Nacht, Mami. Gute Nacht, Laura. Stern, hast du das auch gehört? Lass mir doch bitte zu. Komisch. Mami, Papi! Laura, Schatz, was ist denn? Da ist irgendetwas. Wo denn? Was denn? Das weiss ich auch nicht, aber ich habe gehört, etwas rascheln. Ach, Schätzli, das hast du ganz sicher noch geträumt. Nein, ich habe gar noch nicht geschlafen. Ein kleines bisschen vielleicht doch. Ich kenne das. Man ist gerade am Einschlafen und fängt an zu träumen. Gute Nacht, Laura. Gute Nacht. Mami, Papi, kommen zurück. Da ist noch etwas. Es ist etwas. Jetzt habe ich es schon wieder gehört. Ganz laut. Gut, dann schauen wir mal nach. Da haben wir es. Es windet wie verrückt draussen. Es fängt gleich an zu regnen. Es war sicher nur der Wind oder der Äste von einem Baum. Also, da ist nichts. Alles ist tipptopp in Ordnung, Laura. Du hast nur eine blühende Fantasie, das ist es. Jetzt wird aber geschlafen. Wir wollen nichts mehr hören, hm? Also gut. So, und du kannst jetzt auch wieder ganz ruhig in dein Bett gehen. Ist doch nur der blöde Wind, Barry. Hey! Hey, hast du mich jetzt verklüpft? Das stimmt gar nicht. Was denn? Was die Mami gesagt hat mit dem Wind. Wieso? Ich habe das Rascheln auch gehört. Ja, echt? Das sagen wir aber morgen. Dass wir zwei das ganz genau gehört haben. Ja, und gewusst. Psst, hörst du jetzt? Ich weiss, was es ist. Ein Gespenst. Gespenster gibt's nicht. Doch, gibt's denke ich schon. So ein Quatsch, das glaubst ja nur du. Ein Gespensterhund. Einäugige. Es gibt keine Gespenster. Oh, jetzt hast du es verschreckt. Haha, Gespenster kann man nicht verklüpfen. Die spuken doch selber immer rum. Und zudem, es gibt gar keine. Oh, doch. Ein Gespenst macht aber keine Geräusche. Und ein Gespensterkind kann sich vielleicht noch nicht so leislich anschleichen. Ja, und es hat Angst, wenn es Schritt hört und darum bleibt es dann still. Und natürlich auch, wenn man das Licht anzündet. Gespenster haben doch Angst vor dem Licht. Und wenn schon, dann hilft uns der Stern. Meinst? Ganz sicher. Sally Stern, ich weiss, wenn du da bist, dann kann uns nichts passieren. Also dann, gute Nacht. Ich bin Schlossgespenst. Ich bin Schlossgespenst. Aber nein, das ist doch keine Falle. Das sind doch nur meine Bauchlötze. Ja, nein, so geht das nicht. Soll ich dir mal zeigen, wie man richtig gespensterlet, hä? Sitz ab. Wow! Darf ich's mal? Wow! Wir sind
jetzt Schlossgespenster und schauen aus dem Fenster. Und können wir jemanden fahren, dann muss er mit uns gehen. Wow. So, ihr zwei, habt ihr gut geschlafen? Wir stellen dem Gespenster Fallen. Oh ja, und was für eine? Das zeige ich dir gerade, wenn du fertig bist. Ist gut. Wir brauchen das und das. Aha. Das spannen wir um das Bett herum. Schau so. Schau jetzt. Da stolpert das Gespensterkind garantiert drüber und verreisst die Schnur. Dann wissen wir, ob es da war oder nicht. Und für was brauchen wir das da? Mit dem verkleben wir die Türen und das Fenster. Wir sagen, dass wir zusammen gehen schlafen. Und das alles machen wir erst heute Abend. Ja. Jetzt ist fertig, Tommy. Sonst hat es dann nicht mehr genug für den Kuchen. Du, Mami, Ja? können Gespenster eigentlich durch Wände durchgehen? Durch die Wand, du? Nein, das glaube ich nicht. Aber es gibt keine Gespenster, das weißt du doch. Lieber Stern, wo bist du nun? Schade, dass ich dich jetzt gerade nicht sehen kann. Ach so, das meinst du? Dankeschön. Das Maus streuen wir heute Abend überall auf dem Boden rum. Dann hinterlässt das Gespensterkind Spuren. Toll, Laura. So, ihr beiden. Gute Nacht. Schlafen gut. So? So müde sind ihr. Ja, gute Nacht, Mami. Mua. Gute Nacht, träumt etwas Schönes. Gute Nacht, Papi. Nicht wie los. Und jetzt der Notvorrat. Ist gut. Warte noch, Tommy. Jetzt noch nicht. Zuerst bauen wir die Fallen. Da. Danke. Und jetzt noch die Schnur. So, noch das Maul. Ich habe noch etwas. Für was ist das? Mit dem tue ich es beigen. Sicher ist sicher. Was meinst du, lieber Stern? Haben wir alles richtig gemacht? Was denn? Das Essen? Meinst du, wir sollen einen Köder auslegen? Ja klar, das Gespenst ist doch ein Kind und die Kinder haben alle gern Süßes. Auch Gespensterkind. Das Würstchen auch. Denk schon, was hast denn du gemeint? Meins aber nicht. Oh, vielleicht kommt es gar nicht. Bist still, Tommy. Eine Maus! Mami, Papi! Was ist denn da los? Kein Wind. Es war nicht der Wind, Papi. Es ist eine Maus, schaut nur. Hä? Sie ist dort hinten gerannt, Mami. Ich habe sie gesehen. Das geht's doch nicht. So etwas. Das habt ihr alles allein entdeckt. Ja. Wie ein richtige echte Detektiv. Alle Achtung.
Ja, gell? Es tut uns wirklich leid, Laura, dass wir dir nicht geglaubt haben. Wer hätte denn gedacht, dass das könnte eine Maus sein? Ich habe es ja auch nicht gewusst. Ich auch nicht. Und was machen wir jetzt? Tja, da hilft nur eine Maus fallen. Aber kein Todesfallen. Wir wollen sie lebendig einfangen. Genau, es ist ja unser Gespenst. Und ratet mal, was wir heute Nacht machen. Wir schlafen, denke ich, bei euch. Hallo Stern. Das war toll, gell? Und weisst was? Wir kaufen eine spezielle Mausfalle. Und nachher tun wir die kleine Maus voraus. Und nochmal vielen Dank für die guten Tipps.